Ik geloof we weten nog oorlog, waar je niet vragen. Ik neem aan dat je nog weten doen, wat we Pesen nach Taub betrachten, deuten. Wir losen Taub 2. Timotheus 3, Vers 16, das sind sehr bekannte Worte, die wir durchfingen. Du so sagt Paulus, alle Schrift von Gott gegeben, es wird voll uns zu belehren, uns zu betern, uns treu zu wiesen, und uns zu erreichen, wo reich zu leben. Und dann sagt Paulus noch in Vers 17, so dass ein Gottesmensch imstand ist, in gute Wolken geschickt zu sein. So Gott gibt uns sein Wort und er will uns durch sein Wort helfen und segnen. Durch sein Wort können wir Gottes wollen, wir können lernen, wer Gott ist und was er für uns zu tun hat durch Jesus Christus. Wir können weiten durch sein Wort, was wir tun müssen, um Jesus Christus und seinen Erlösungsplan persönlich anzunehmen. Und durch sein Wort können wir weiten, wo wir reich vor Gott leben können und leben sollen. Nicht bloß können, aber sollen. Und wo es möglich ist, so ein Leben zu führen. Und er gibt uns alles, was uns fehlt, um für ihn zu schaffen, und wir würden können Gott für ihn tun. So durch die Propheten, durch Jesus und die Apostel hat Gott uns seine Lehre gegeben, so dass wir weiten können, wer Gott ist und all diese anderen Dinge auch. Und dann ganz eng von Betrachtung sind nach los wie noch ein paar Vers in 2. Timotheus Kapitel 4. Und ich will die Vers für uns nu lesen. Ich lese Vers 1 bis 3. In 2. Timotheus 4, 1 bis 3. Paulus sagt, für Gott in Christus Jesus, der lebende und der Tod gerechten wird, und der aus König mit seinem Reich kämpft zu herrschen, ermahnt ich die ernstlich, predigt dort Wort, ob der Zeit reich ist oder nicht, vermahn und drief, aber blieb du geduldig, sprech an Motto, dass du dadurch wird lernen, wirst du Wort einer Zeit kommen, an der sie die gesunde Lehre nicht mehr verdrehen wollen, und die wollen sich lehrerisch anschaffen oder annehmen, die so lehren, als anderen gefällt, die an bloß noch die Uaren Kjitlen. Und von ersten Mal ist, wo wir mit Gottes Hilfe sein, was von den Menschen Paulus hier meint, und was er meint, die Uaren zu Kjitlen. Erstens, wo wir sein, wer so eine Menschen sind, die sich so eine lehrerisch anschaffen wollen. Wenn wir unsere Bibel drehen, 2. Timotheus Kapitel 3 blättern dann lesen wir in Vers 1 bis 4. Die Verse wollte ich nur Plattdeutsch lesen. Von Vers 1 bis 4. Du so beschrift Paulus diese Menschen folgendes. Denkt daran, dort an der letzten Teil grässlich schwere Tiden sein wollen. Menschen wollen viel von sich selbst halten, nur Geld hängen sein, sich selbst hochhalten, gegen uns sein, lastern, die anderen nicht gehorchen, undankbar, unheilig sein, die wollen sich nicht gut sein und nicht verseinen lassen, sich untereinander spotten und verachten, sich nicht beherrschen und anbandig sein, dort Gott nicht lieben kann, sich untereinander verruden, rücklos und stolz sein mit dort, wo sie sich anbilden und dort Vergnügen Leben haben aus Gott. Und ich glaube nicht, dass einer der Menschen von der und nach Bete beschrieben können, als Paulus dort hier tät. Menschen von der sind stolz. Die sind jitzig. Die sind inkoppig. Die sind grülich, glücklich über jettliche Dinge. Die sind ungehorsam. Die sind undankbar und unheilig. Die meisten Menschen, nicht alle. Right? Aber die meisten Menschen sind so stät. Wenn die meisten Menschen nicht Gott seine Kinder sind, die dein so tun. Und viele von den Dingen, die Paulus hier erwähnt hat, mit egoistischen oder selbstsüchtigen Menschen in Ziele zu tun, die haben nicht mit Gott zu tun, right? Die haben mit dort zu tun, was wir als Menschen wollen. Paulus sagt sogar, so eine Menschen haben dort Vergnügen, auf Englisch sagt eine Pleasure, die haben dort Vergnügen, Leben aus Gott. Und dort wird, oder vielleicht soll ich Ihnen fragen, wo weiten wir, ob wir dort Vergnügen, Leben aus Gott haben? Wo ist das zu sein? Wo können wir weiten, ob wir unsere Pleasures Leben haben aus Gott? Bitte Lüder.
Ja, klar, wenn wir anfangen, dann von der Kirche zu bleiben. Und von hier nach ist das ganz leicht zu tun, besonders wenn alle die Kirchen Livestreaming haben, nicht? Die haben Tusäten, Taukicken, Tauhörchen, die sagen, oh, ich hier die Gemeinde Gottes, und sind aber nicht hier, right? Und das so leicht zu tun. Und das so leicht zu tun, bloß zu bleiben. Besonders in der Zeit, wo Covid so sei wir. Und Menschen sollen damals nicht taub kommen, und die haben sich dort gewarnt. Wonach? Wo ist es zu sein, wann wir unsere Pleasures leben haben als Gott? Ja, wenn wir die Dinge mehr hingerannt sind, als die Dinge Gottes, nicht? So, Unterschied sagt, das sind unsere Prioritäten zu sein, nicht? Und unsere Priorities erster zu sein, was wir live haben. Welche Dinge sind für uns wichtiger als Gott und die Dinge Gottes? Das sind die arene Vergnügungen, arene Pleasures, die in Wirklichkeit aufgehört geworden sind, right? Wenn die Dinge haben wir dann lieber als Gott, sagt Paulus. So, wenn wir ein Ding lieber als Gott haben, dort ist dann uns auf Gott. Unser Jatta, der wir deinen down. Wenn wir haben die Dinge lieber als Gott. Und wenn einer so ist und andere Dinge lieber hat als Gott, dann, weil er nicht korrigiert und treu gewesen worden, so die Menschen wollen, dass andere anders unterstützen sollen und an sein sollen, wofern die sind, um ihr Gewissen zu beruhigen. Und das kriegt, was das meint, die Uaren Kjitlen, right? Das an sein, das fern, wo die das, wo die best. Wenn einer Huing hat oder Koten hat, right? Das kriegt, was wir mit den Tieren tun, right? You're such a good boy. Ja, du bist so fern. Und krieg so wollen diese Menschen das so haben, right? Die wollen so leben, als die wollen. Und dann über nach zu Gottes Volk teilen, obwohl sie weit von Gott getrennt sind. Die wollen die Uhren bloß gekittelt haben. Und das ist kein Wunder dann, dass so eine Menschen sich lyrisch anschaffen, was ihre Uhren bloß kitteln tun. In Oberleibe, Geschwister, wo sind wir? Wenn Gott uns durch sein Wort in seinen Geist reichweisen wird, sind wir auch übt dafür. Bet, wie es David in Psalm 139 gebet hat, in Vers 23, 24, er sagt, du Gott, sei einmal, wo das mit mir steht, und ihr sieg mein Hort, prüf mich ut und sei, wo ich dort mein. Nicht bloß, was ich do. Right? Viele Menschen, die don't go to work, aber wo mein ich dort? Woran do ich die Dinge? Und sei mal, auf ich ab dem weisen Weg sehe, sagt David hier. Und lehrt mich ab den ewigen Weg. Liebe Schwester, wenn wir diese wird ernstlich zu Gott beten, dann wird Gott uns Krieg wiesen, wo das mit uns ist. Wo wir vor Gott stehen. Und ob der noch irgendwas ist, was zwischen uns und Gott gekommen ist, oder uns und unseren Mitmenschen gekommen ist, die wir abbremen sollen. David hat gebeten, Gott, sei mal, wo das mit mir steht. Und ich weiß, wir haben diese Hoffsversammlungen, die uns in den Tag kommen, und das ist so wichtig dann, dass wir diese Einstellung haben, right? All wie die Gottesdienste, an die Gottesdienste sind, dass wir zu Gott beten, und Gott wiesen mir nu, wo das mit mir ist, wo ich dort mein. Ob du irgendwas ist in mein Hort, was Arien ist, und was abrieben fällt, durch Jesu Gnade und Vergebung. Die Menschen, auf die sich Paulus in unserem Text bezieht, haben diese Einstellung nicht. Die nicht wirklich Kinder Gottes sind, sagt Paulus. Er sagt in 2 Timotheus 3, Vers 5, Kapitel 3, Vers 5, er sagt, sie geben noch fair gottesfürchtig zu sein, aber glauben nicht an seine Kraft. Von so einem Menschen blieb weich, sagt er. Luther Ewe sagt, sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Solche Menschen meide. Ein Schreiber erklärt, diese wird, der geben fair, gottesfürchtig zu sein, aber glaube nicht an seine Kraft, diese wird beschrieben
religiöse Aktivitäten, die nicht mit einer lebenden Beziehung zu Jesus Christus zu tun haben. Die merken, so eine Menschen, die merken, wann christliche Dinge gedun worden, ja, die sind dabei, obwohl das nicht vom Herzen gedun wird. Oder wie es die Kinder Gottes sind. Und dann sagt es Schreiber, er sagt, Gott ist mit so einer Religion, sei er unzufrieden. So, wenn die ladige Dinge für Gott tun, die Dinge, die bleiben ladig. Right? Gott kann nicht durch die Dinge so schaffen, als er will. Er will durch uns schaffen. Er will große Dinge durch uns tun, durch seine Kinder tun. Aber wenn die nicht vom Glauben kommen, oder dort wie Kinder Gottes sind, mit reinen Motiven, dann bleibt dort ladig. Und als Jesus lebt, dort viele so eine Menschen unter den Juden, und du wegen, wie Jesus fertig sei, streng mit dir. Und du wegen sagt in Matthäus 15, Vers 7 bis 9. Matthäus 15, Vers 7 bis 9, dann redet heute was die Juden, seine Tauharcher, und er sagt an, je Hechler, der Prophet Jesaja hat von Juden ganz reich gesagt, er sagt, das Volk irrt mich mit den Lappen, aber ihr Hort ist weit offen. Aber verjährs dein sei mir nicht, dein sei mir, wie es Wort sei lehren, sind bloß Menschen gebauten. Und viele von uns weiten Gott, was Menschen gebauten sind. Right? Dort, wo wir gekommen sind. Und als Christen weit wie, wo wichtig dort ist, dort wie Gott down, das fern, wann wir Gott down, wir sollen Gott down. Jakobus sagt in Kapitel 2, Jakobus 2, Vers 20, er sagt, was die nur nicht ansehen, dort die Glauben ohne Worten nutzlos ist. Ja, wir sollen Gott down. Actually, dort geht Gott durch uns, right? Wir sollen Gott down, durch Gottes Kraft und durch Gottes Leitung. Aber wir können niemals vergessen, dass unsere Gotteswirken aus unserem Glauben kommen sollen. Die sollen an Jesus Christus gedun worden. War nicht, dann sind die nutzlos zu Gott. Und deswegen sagt Jakobus in Kapitel 2, Vers 18, er sagt, ich will die meinen Glauben wiesen durch meine Worte. So die zwei Dinge sind sehr eng verbunden. Wie man glauben, wie man Kinder Gottes sein, von ihnen geboren worden. Und dann, wenn wir dort erlebt haben, dann sollen wir auch Frucht drehen, right? Oder verdrehen. Und dort wird Jesus Christus durch seinen Herrn jetzt. Lad je Worten halten Gott nicht. Paulus warnt, dass diese Menschen, die die Wahrheit in Gottes Reichweisung hassen, nicht bloß sich lad je lyrisch anschaffen würden, aber dann sagt er noch dazu in 2. Timotheus 4, Vers 4. 2. Timotheus 4, Vers 4. Sie wollen ihre Ohren von der Wahrheit weichdrehen und leibende Fabeln horchen. Was sind Fabeln? Das ist ein Ladje Gerät, right? Das Lied wird nicht an Gottes Wort gewartet ist. Fabeln. Die Menschen wollen diese falsche lyrisch horchen. Über woran? Well, Paulus gibt uns was antworten dafür in 2. Timotheus Kapitel 3. Erstens sagt er in Vers 6, Kapitel 3, Vers 6, von so einer kommen daher, die sich an der Hiese Hahnen herschlecken, und so eine Frühes für sich gewahren, die mit Sinn beluden sind, und sich an ihrer Schwachheit mit ihrer Last nicht ruht weiten. So diese Lehrer würden sich Zeit für Frühes nehmen, die mit Sinn beluden werden, in der Ruht sagten. Die meisten Menschen auf dieser Welt sind mit Sinn beluden. So wie wir auch, right? Als wir noch nicht Kinder Gottes wären. Und die siegen eine Ruht, wo sie sich von ihrer Last loswerden können. Die down, viele down, die siegen ein Wort. Aber einer steht Erlösung an Jesus Christus zu siegen sie in andere Städte. In der Welt, in auch andere Religionen, versprechen an Hoffnung an Dinge, die an eigentlich niemals helfen oder befriedigen kann. Und wenn so eine Menschen irgendwas gefangen haben, was an ein Bett Hoffnung gibt, kriegen nur wo wenig, dann studieren die Menschen. Und die Menschen, die forschen all die Bücher, und die Dinge gibt, und die wollen mehr weiten und mehr lernen davon. Die haben ein Bett Hoffnung gekriegt, obwohl dort sei wenig wir.
En die studieren en nu zijn ihre Hoffnung zu vergrößern en über die Finger niemals wahrlich wat deipret. Wenn es nicht deipert geht. En wie es dort bloß ladet ist. Paulus sagt, Vers 7, die du immer lernen über niemals bei du kommen, dass sie die Wahrheit verstehen. Und auch in christlichen Kreisen von der und Tag, die haben genug so eine Menschen zu finden. Die studieren, und studieren, und studieren, und studieren. Die haben so eine lange Buchstaben hängen enorm und weiten noch nicht, wer Jesus Christus wirklich ist oder was einer tun muss, um sich zu Gott zu bekehren. Die studieren und forschen. Aber kommen niemals bei dir, dass sie die Wahrheit verstehen. Dort gibt es sehr viel falsche Lehre, was christlich genannt wird, von der und da, aber nichts mit Christus zu tun haben. Und manchmal hört sich dort ganz merkwürdig, right? Was immer Lehre dort ist, vielleicht verspricht es uns große Segnungen. Dort gibt es nicht so eine Theologie von der und da. Okay, wenn die Gott dienst, dann wirst du so und so viel Geld in deiner Konto haben, dann wirst du so und so viele Erfolge haben, dein Haus wird so und so groß sein, wenn die wirklich Gott vom Herzen dienst. Aber ist dort, was Jesus Christus anzählt hat? No. Nee. Dort ist in Jesus in wir nicht der Oder vielleicht versprechen so eine Menschen uns ein leichtes Leben, ohne Versicherungen, ohne Schwierigkeiten. Und wir wollten dort so ein Leben, als dort auch nicht in Gott in wir zu finden ist. Und auf Englisch wird vierten gesagt, if it sounds too good to be true, it probably isn't. Right? Ich glaube, wir verstehen alle, right? Wenn er zu merkwürdig alles hört, dann stimmt du Wort nicht. Dort gibt bloß einer, der uns von unseren Sinnen raten kann. Wer ist dort? Jesus Christus. Jesus sagt, ich sehe die Wahrheit, ich sehe die Wahrheit in das Leben. Keiner kommt nun vor der Bühne durch mich. Und in Römer Kapitel 5, Vers 7 bis 9 erklärt Paulus, wo Jesus uns raten kann oder woran wir Erlösung in Jesus Christus finden kann. Dort sagt du in Römer 4, Vers 7 bis 9, du wirst schwor, wer für einen gerechten Mann sterben, doch für einen guten Mensch mocht dort wer wären zu sterben. Aber Gott weiß an seinem Leib durchrennen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder wären. Wo viel mehr da, nur dass wir durch sein Blut sind gerecht geworden, wo wir durch Arm von Gott seinen Euer verschont blieben. So Jesus Christus hat das für uns getan, als wir noch Sünder wären. Und wenn wir gerat sind, und weil Jesus handelt, wie seine Geboten halten sollen, in dem Herrchen Jesus, der uns leben will, gehorchen. Jesus sagte seine Jünger, wer mir Gott ist, wird mein Wort halten, in dem wird mein Vater Gott sein, und bei dem, wo wir uns kommen, zu merken. Right? Bei dem. Wenn wir sein Wort live haben, annehmen dann. Bei dem wird Gott sich an uns zusmerken oder in dich. Gibt es verschiedene Evangelien, durch die wir geraten worden können? No, nicht. Und Paulus, wir sei unzufrieden mit den Galater, was von den Galater, die verleuten dort, wo Paulus angelehrt hat. Und deswegen schreibt er an die Galater in Galater 1, Vers 6 bei 9, Galater 1, Vers 6 bei 9, er sagt, mir wundert dort, dass die den so schwer verloren haben, dass ihnen durch Jesus Christus in der Gnade beraubt haben, in ein anderes Evangelium gekommen haben. Du hast in Wirklichkeit kein anderes Evangelium. Die wurden verdreht in euer Schmerz von denen, die Christus in Evangelium verdrehen. Und wenn wir oder sogar ein Engel vom Himmel ein anderes Evangelium predigen sollen, als dort, was wir gepredigt haben, dem Lut verflucht sein. Dann sagt er zum zweiten Mal, so als wir vorher gesagt haben, sagt noch einmal, sagt er, wenn irgendwer ein Evangelium predigt, dort nicht mehr dort stammt, was wir gepredigt haben, der soll verflucht werden. Zweimal sagt er dort. Sogar ein Engel vom Himmel, wo würden wir sein,
liebe Schwester, wenn ein Engel von Himmel von der raufkommen wird, hier uns mit Stunden würden sein, Kimmel, du hast durch einen anderen Namen als Jesus Christus kann gerat worden. Viele würden vielleicht geneigt sein, durch zu glauben, right? Wenn ein Engel uns dort sagt, dann macht das sterben. Hier sagt Paulus, kriegen down, wenn ein Engel von Gott, oder Engel nicht von Gott, ein Engel raufkommt und uns ein anderes Evangelium gibt, dort soll wir nicht annehmen. Durch Jesus Christus allein war wir gerat. Deswegen sagte er, mir wundert dort, dass die den so schwer verluten haben, dass ihn durch Jesus Christus in die Not berauben haben. Dort gibt bloß ein Evangelium, was ich merken kann. Von jeden Tag ist es so leicht, wir merken unsere Computers an, Internet an. Wir können Botschaften hören von jeder Richtung, liebe Geschwister. Überstimmt alles, was einer anhören kann, mit Gottes Wort? Nee. Wir müssen sein Apostel, wir müssen durchgedacht sein, sagt Paulus. Wir müssen wacker sein, wir müssen Apostel sein. In Galater 1 auf, in 12 sagt Paulus nach der Galater, er sagt, das soll je weiten breiter, dort Evangelium, dort Akjun predigt, nicht von Menschen kein. Dort habe ich von keinem Mensch gekriegt. Und dort habe ich auch keine gelehrt. Jesus Christus hat mir dort selbst offenbart. Und manchmal kann falsche Lehrer für eine längere Zeit Menschen in das Licht führen, Menschen täuschen, weil er Betrug aufgedeckt wird. Aber da wird sich wissen. Alles wird ein Tag aufgedeckt worden, nicht? Sagt Jesus in Gottes Wort. Und jetzt kriegt wird Paulus ans auch gelehrt in 2. Timotheus 3, Vers 8 und 9. Er sagt, in Grund so als Janus und Jambres Moses genommen werden, so sind diese Menschen gegen die Wahrheit. Dort sind Menschen mit einem vollkommenen Gedächtnis. Nächsten, sagt dort hier Plottage, aber wie würden sein Nächsten, die nicht zum Glauben kommen, aber die wollen dort nicht zu viel Wort wiederbringen, wie es er ansehen wird, von allen Mann gesehen worden. So sich dort wie Janebed Ramnein. Janes und Jambres. Wer wären diese zwei? Wer weit? Ein paar der drei hat ich auch nicht gewusst, wer diese zwei wären. Ich muss auch nur gucken, nur sagen, wer diese wären. Das ist okay. Bibelforscher erklären, dass Janus und Jambres zwei von Pharao seine Hexenmeister wären. Auf Englisch sei wie Magicians. Zwei von seinen Hexenmeister wären die Wasser von Moses in den Tikens nur merken können. Right? Am Anfang können die einmal auch dort tun, wo Moses da. Und Paulus erklärt, dass Gott, der Elia, der die Gemeinde in Ephesus plären, der die Krieg so besiegen wird, als Moses diese Bed in Ägypten besiegt hat. So was von den Tikens haben diese Hexenmeister könnte du merken. Das wäre vielleicht nicht wirklich ein Wunder. Vielleicht ein Trick, oder was einmal, was er gebraucht haben, oder was einmal. Wir lesen zum Beispiel in 2. Mose Kapitel 8, Vers 14 und 15. Da lesen wir von den 10 Plänen, die in Ägypten kamen, und wo dieser Hexenmeister der erste haben können nur merken. Aber dann in 2. Mose 8, Vers 14 und 15 sagt Gottes Wort ans, du wirst Steckflies, aber Menschen aber Fei. Was die Übersetzung sagt, sein Lies, und es steht Steckflies, aber das sagt Steckflies. Und als die Hexenmeister das auch proben zu tun, können sie dort nicht. Und sie sagen zu dem König, zu Pharao, das ist Gott sein Finger. Aber der König verhielt sich hart gegen einen hört nicht. Grüße aus der Haar dort gesagt hat. Das ist Gott sein Finger. Müssen diese zwei Hexenmeister zugeben. Das wird nicht ein Trick. Das kommt von Gott selbst.
Sind diese zwei gottlose Menschen. In Krieg so wurden alle falsche Lehrer ein Tag toegeben machten, dort ans Menschen als unter dem Himmel das kein Numen gegeben, durch den wir kennsäulig worden, bitte Jesu Christi. Paulus sagt, predigt dort Wort, ob der Tit reich ist oder nicht, vermahn und rief, aber blieb du wie geduldig, sprech an Motto, dass sie du dadurch wird lehren, wirst du Wort eine Tit kommen, in der sie die gesunde Lehre nicht mehr verdrehen wollen, und sie wollen sich lehrerisch anschaffen, die so lehren, als anderen gefällt, die haben bloß noch die Uaren Kjitlen. Wird ihr dort gleichen, liebe Geschwister, wenn ich hier bloß vor ihnen stund, und bloß die Uaren Kjitlen? Ihnen bloß zu sein, was die hören wollen? You're good people. Das do je fan und dort do je fan. Wir wollen wissen, nicht? Wir wollen Krieg weiten, wo Gott uns sieht. Wegen ein Tag, wo wir vor am stehen, und wir werden dafür bereit sein. Wenn ich bloß so eine Arbeit tue, wenn ich hier bloß vor Ihnen stand, um Ihnen Uhren zu kitteln, dann würde ich nicht meine Arbeit getan haben. Paulus sagt, du aber blieb an alle Umstände durchgedacht und besonnen. Wo? Indem wir Gottes Wort lesen dann. Les wie aus der Bibel. Wie Martin. Indem wir sein Wort nicht bloß lesen, dann aber auch lernen dann. Gottes Wort anwenden, Gottes Wort ausleben. Dann wird es uns helfen. Dann wird es uns uitbeteren, dann wird es uns Treichwiesen, wo Treichwiesung fehlt, und uns ungerechten, wo wir reich für Gott leben können, sagt Paulus. Mag Gott uns helfen, wacker zu bleiben. Paulus sagt, durchgedacht zu bleiben. Dort wir den Krieg immer weiten können, wo Gott uns sieht, wo wir vor ihm stehen, und ob du irgendwas noch fehlen wird. Ich will eine Uhr nicht kitteln, ich hoffe, die werden das auch nächstes dort haben. Ich will meine Abgabe tun. Und mag Gott uns damit helfen. Amen.